Er sagt, es geht in meine Haut rein. Ja. Und fängt an zu weinen. Ja. Und er wollte meine Hand küssen. Ich sage, Haji, du bist ein sauberer Mensch. Und du hast gewartet. Er sagt, Wallah, ich habe gewartet. Wallah, ich habe gewartet, bis solche Worte irgendwann mal kommen. Ich war überall, bei Bosnien, bei Türken, ich habe überall gefragt, keine Antwort. Keine Antwort. Und jetzt kommt diese Glaube. Das ist diese Naturglaube von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So wie Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gelassen hat, hat Zainab weitergemacht, hat Hussein a.s. weitergemacht. Durch den Blut von Imam Hussein a.s. Durch diesen Blut, durch diese Tropfen Blut, was er verloren hat, ein paar Tropfen Blut sagen wir, diese Blutvergießung von Imam Hussein a.s. ist dieser Name von Ahl al-Bayt und Name von Muhammad und Name von Islam weitergekommen. Die haben gedacht, das Schwert hat gewonnen, aber nein, das war das erste Mal, wo das Blut gewinnt gegen den Schwert. Das heißt, wenn Hussein a.s. nicht auf diese Art und Weise gestorben wäre, ne, wäre Islam schon ausgerottet. Ausgerottet. Der größte Imam bei den Sunni, was sagt er in Ägypten? Muhammad Abda. Er sagt, Laula al-Hussein lama baqaya al-Islami adha. Ohne Hussein hätten wir keine Spur von Islam mehr gefunden. Keine Spur. Und deswegen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nimmt Hussein, wo er klein war, und küsst ihn. Küsst ihn wo? Hier auf seinem Hals. Er sagt, Ana min Hussein und Hussein und minni. Ich bin von Hussein und Hussein ist von mir. Sagen, ja Rasulullah, wie bist du von Hussein? Das ist so ein kleines Baby. Er sagt, das ist noch zu früh für euch, das zu verstehen. Nach 60 Jahren, war Hussein 60, a.s., hat diesen Krieg gemacht gegen Yazid und dann dieser Islam wurde wieder aufgefrischt und wurde wieder hier, sagen wir, reinstalliert, ne? Dass die Menschen gewusst haben, jetzt, das ist der wahre Islam, ist wiedergekommen, nachdem das abgestorben war, durch den Blut von Imam Hussein a.s. Und deswegen Imam Khomeini in Iran sagt, Kullu yawmin Karbala, kullu ardin Ashura, oder kullu ardin Ashura, kullu ardin Karbala, kullu yawmin Ashura. Jeden Tag ist Karbala, jeden Tag ist Ashura und jede Erde ist Karbala. Deswegen diese Karbala, wo Hussein a.s. gestorben ist, sehen wir heute hier bei euch, in diesem Haus. Wir sehen das bei Ismail da in einem anderen Haus. Wir sehen bei Rajab, wir sehen bei Jabdat. Und überall wächst und wächst und wächst. Man sagt, was ist das, Bassam macht Sahiri? Wir sagen dann heute, Bassam macht Magie mit diesen Menschen. Wie kann Rajab, dieser Rauschmeister und diese, was weiß ich, diese, sagen wir, so ein Hengst oder was weiß ich, und der ist Schia geworden und er sitzt zu Hause und bietet. Keiner glaubt das. Alle Leute. Da weiß auch, es ist noch einer auch, es war ein Rauschmeister und Bodyguard und was weiß ich und Physik und solche Hände. Ne? Also, und auf einmal siehst du ihn wie eine Katze geworden. Friedlich mit den Muslimen und wieder Löwe gegen die Kafir. Und Abu Wahid haben wir vorhin geredet, auch ein aus Türkei. Und du guckst diese Menschen, wie sie Islam, wie Ahl al-Bayt a.s. sitzt in ihren Herzen. Du änderst den Mensch nicht nur hier seelisch, sondern auch körperlich, siehst du ihn, dass er ganz anders geworden ist. Aber wenn das gegen Ahl al-Bayt a.s. ist, siehst du die wie die Löwen, die springen an. Ja. Keiner hat den Mund zugemacht. Keiner sitzt zu Hause. Keiner hier wird friedlich, wenn Ahl al-Bayt a.s. in Gefahr sind. Und solche Schia braucht Zainab a.s. Solche Schia brauchen Ahl al-Bayt a.s. Du hast gemerkt, Ramos war hier, hat auch nicht seinen Mund zugemacht. Er hat geredet. Ne? Ich gehe ins Internet, ich höre diese Salafi, wenn sie am Reden waren, wenn ein Schia reinkommt, die gehen weg. Ja. Die bleiben nicht. Ne? Und das ist dieser Strahl von Karbala. Und dieser Strahl kann kein Mensch erlöschen, kann kein Mensch zudecken. Weil Strahl, egal wie du machst, wie du das zudeckst, irgendwo gibt es ein Loch, wo dieser Strahl wieder rausguckt. Diese Flamme oder dieses Licht kommt raus. Kommt da raus. Und irgendwann wird das Loch noch größer. Und irgendwann hast du keine Zudeckung mehr.